Hallo zusammen, das ist wieder mal der Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute tue ich mal ein Video auf Walliserdeutsch. Zwischendurch ein bisschen Abwechslung. Somit tun ja gerne auf Hochdeutsch. Ich tue lieber einen anderen Schweizer Dialekt wählen. Das ist jetzt aber nicht das Thema des Videos. Letzten Tag hatte ich nicht mehr so viel Zeit, darum ist nicht so viel gekommen, ihr kennt es ja. Aber ich habe gleich noch ein paar Sachen gekauft, habe jetzt etwas umeinander probiert. Und ja, ich sehe einfach wirklich das Problem mit dem Streamen oder allgemein mit dem Video aufnehmen mit dem Rift. Weil wenn man beim DK2 den Direct-to-Rift-Modus verwendet, das heisst der eigentlich für das neue DK entwickelt wurde, damit man auch das Bild direkt auf die Brille verkommt. Wenn man den noch verwendet, hat man gar keine Chance, das aufzunehmen bisher. Und wenn man nachher mit dem Extended-Modus spielt, das heisst, dass eigentlich das DK2 nachher als zweiter Bildschirm angeschaut wird vom PC, dann kann man teilweise aufnehmen, aber auch nicht immer. Und das macht mich noch nicht ganz glücklich. Mal schauen. Was mich sehr glücklich macht, ist folgendes. Ich muss da schnell unter den Stuhl. Jetzt weiss ich gerade nicht, ob da irgendetwas ist zusammengebrochen, ob man da überhaupt etwas sieht, oder? Ja. Ich denke, das sehen wir, das Teil hier. Jetzt kann man sogar auch lesen. Ah nein, so muss ich mitdrehen. Geil, also, alles klar. Das habe ich schon lange mal kaufen und irgendwie ist es mir ein bisschen teuer und habe den Sinn nicht ganz dahinter gesehen. Aber jetzt gerade auf brach.ch ist es ein bisschen günstiger als normal. Verkommt es glaube ich anstatt für 190, für 150. Und ja, der Buttkicker, das Teil, das einfach vibriert, sonst macht der an und für sich nichts. Und er wird einfach am Audioausgang angeschlossen, da kommt nachher so ein Y-Kabel dran und das eine geht nachher logischerweise auf die Lautsprecher und beim anderen kommt man nachher so auf einen Verstärkerkasten oder so und von dem geht es dann nachher auf den Buttkicker. Und das ist noch spässig gemacht. Sie haben das jetzt zu fest, sie haben das jetzt ein bisschen zu wenig fest, aber unter dem Strich ist es eigentlich noch eine ganz geile Sache, weil das Watch Dogs, das ich immer noch zwischendurch sehr gerne spiele, da ist es eigentlich ultra geil, wenn man nachher im Auto umeinander fährt, das ein bisschen guten Sound hat. Und dann kann man halt wie mit einem guten Subwoofer spielt man wunderbar den Bass und man muss nachher nicht einmal Leute Musik hören, damit man das auch so spielen kann. Wenn man umeinander ballert, spielt man jeden Schuss. Es ist jetzt nicht so, dass das Spiel besser macht, aber ich habe einfach gemerkt, dass die Vibrationen sind nicht nur sexuell sehr heiß. Nein, nicht. Die Vibrationen tun halt ganz dezent so ein bisschen etwas dazu zum Spiel, würde ich sagen. Und so hat man nachher eigentlich nur ein bisschen mehr Möglichkeiten mittendrin zu sein. Also, und ich habe das Buttkicker-Teil eigentlich auch gekauft, weil ich hier, Moment schon, auf dem Stuhl, jetzt muss ich hier schnell schauen, wenn ich das mache, pardon. Sieht man das Ding, ja? Ich vorne noch ein bisschen. So. Hier kann man es auch befestigen. Und zwar habe ich da extra so eine Nuss gekauft und so, mit einer längeren Schraube angemacht, weil im Video hat es so einen gespässigen Typ gegeben, der die Lesung hat vorgeschlagen hat. Ich habe es euch vorher probiert, vorher hat es auch so eine Querstange, aber da gibt es fast gar keine Vibrationen, die nachher auf den Sitz weitergehen. Und die Hinterschicht ist immerhin ein Minimum. Das Problem ist einfach ganz klar, dass hier an der Nuss befestigt auch der Buttkicker und es wäre natürlich optimal, wenn die viereckige wäre, weil dann könnte der Buttkicker noch ein bisschen gezielter anschrauben. Also verlieren wir so schon ein bisschen Vibrationen, weil das rund ist. Und nachher geht es über eine Schraube hier auf das... Was ist echt das? Kein Plaste, sorry, der Swiss für dich wieder lachen, aber ist echt das Aluminium oder sonst irgendein Metall? Nein, Aluminium wäre wahrscheinlich nicht so das Richtige. Egal. Auf das Metall geht es nachher und das ist halt auch nur so eine dünne Stange. Und das absolut abgefahrenste ist nachher hier die Seitenverkleidungen. Die sind noch viel dünner. Wir müssen von diesen Seitenverkleidungen nachher hier über die Schiene auf diesen Stühlen und erst dann spüre ich die Vibrationen. Und das ist halt effektiv ein bisschen das Problem. Es ist nicht so, dass man nichts spürt. Je nach Frequenzlage tut er schon sehr stark eigentlich vibrieren oder Buttkicker und das spürt man dann schon ein bisschen auf dem Stuhl. Aber es ist halt eigentlich, ja, es ist leider viel schwach. Jetzt muss ich schnell das Display kehren. Was ich noch gesehen habe im Internet, ist das eine... Schnell ein bisschen zurückschieben hier. Das eine hier vorne, ich weiß nicht, ob man das da sieht. Ja, nein, der Profifilmer. So.
Ja, das eine einfach hier auf der Seite grundsätzlich nur ein Element hat angemacht, wo er wiederum ein viereckiges Metallstück befestigen kann, das hier ein bisschen rauskommt. Und da hat er nachher den Buttkicker dran gemacht, dass vorher der Kopf vom Buttkicker nur ganz leicht hier das imitiert Leder berührt, was ihr jetzt gar nicht so gut seht. Und da hat man natürlich den Vorteil, dass er gut angemacht ist und dass er direkt hier an der Wand vibriert, was auf der linken Seite sicher auch ein bisschen mehr Vibration ergibt. Und dadurch, dass hier das Polster neu noch zur Vibration gebrungen wird, hat man natürlich viel besseres Feedback. Und das wäre eventuell die Optimallesung, aber leider nicht für mein Setup, weil ich unbedingt hier noch den Schieber gebraucht. Dann hat man noch extra kaufen, sie wollen einfach schon überall Geld machen. Weil zum Ein- und Aussteigen ist je nachdem, was man hier vorne aufgebaut hat, braucht man halt dann schon Platz, dass man da durchkommt. Jetzt weiss ich halt auch nicht genau, eine Lesung, die ich mir so ein bisschen überlegt habe. Und ich bin ja nicht ganz so der Checker mit so Metallsachen. Hier auf der Seite habe ich den Ganghebel montiert. Und das hat man ja als Zubehör wieder teuer kaufen. Und da ist eigentlich so eine dünne Metallplatte reingeschraubt. Das heisst, eure zwei Schlitze sind auf der Seite, die man hier jetzt nicht sieht. Und das ist nachher mit zwei Schrauben angemacht. Und das Ding, klar, unten dran ist noch so ein bisschen eine Verstrebung. Das sitzt bombofest. Und ich habe überlegt, wenn wir jetzt schnell schauen, ob ich hier drunter komme. Ja. Wenn man halt jetzt einfach hier auf der Höhe noch eine Platte machen würde, die man auf beiden Seiten befestigen kann, und man nachher auch mit einem Zusatzmetall oder gerade bei einem eingebauten den Buttkicker hier so könnte befestigen könnte man nachher schauen, dass der Buttkicker-Kopf ganz leicht an den Sitz dran kommt. Der Vorteil wäre, dass wenn man den Sitz dort verschiebt, steht das nicht gross. Und die Vibrationen würden nachher eigentlich direkt hier auf die Seite rausgehen und hier das ganze Gebilde zum Vibrieren bringen, anstatt einfach nur hier hinten so wie zu schütteln. Ja. Das Geile ist eigentlich ganz klar, dass das Oculus Rift mich nicht nur wieder in die virtuelle Realität entführt hat, sondern einfach wirklich richtig zum Bastler hat werden. Das ist echt erstaunlich, was ich da alles am Machen und am Probieren bin. Aber es geht halt einfach schon ein bisschen darum. Oh, Achtung jetzt, ja. Holy moly. Das Stativ, das man so verbiegen kann, ist noch tricky. Aber ja, es geht halt eigentlich jetzt. Und das ist nur schwierig, wenn ich einfach in die Kamera rede, auf Walliserdeutsch zu bleiben. Wenn ich jemanden gegenüber habe, der Walliserdeutsch redet, ist das ein Stück einfacher. Also, es geht eigentlich darum, bei diesen ganzen Konstruktionen halt einfach das Gefühl, noch einmal zu intensivieren, dass man sich mitschreiben findet. Nicht nur optisch, sondern auch akustisch, vielleicht über Kopfhörer. Und wenn es nachher nur so ein bisschen dort, alles zusammen schüttelt. Es ist schon noch abgefahren, wenn man mit einem Raumschiff aus der Raumstation rausfliegt, jetzt im Elite Dangerous. Pardon, man gibt immer wie mehr Schub und so, das Flugzeug fährt, oder das Raumschiff fährt dementsprechend ein bisschen anfangen vibrieren. Gibt nachher Vollgas und wenn es nachher nur so ein bisschen rattelt am Stuhl, es ist echt noch cool. Es ist echt noch cool. Sicher auch Nerd-Faktor hoch 10'000, aber das ist mir eigentlich in dem Moment fast ein bisschen gleich, weil ja, ich finde es aber schon noch flashig. Das war so ein bisschen die Erklärung, die ich jetzt hier kann geben zu dem Setup. Game-mässig wird sicher als nächstes das Wolfenstein-Video wieder geben. Und ja, schauen, wie es nachher weitergeht. Ende September kommt ja endlich das Forza Horizon 2. Dann gibt es sicher von dem wieder ein bisschen Gameplay. Und somit habe ich zum Schluss frech wieder auf Solothurner Deutsch gewechselt. Wünsche euch aber trotzdem noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wenn ihr es seht. Macht's gut, ciao zusammen!